Früchte. Früchte erfrischen. Sind knackig, sind saftig. Sie bringen gerade im Sommer irgendwie ein Leben in unseren Alltag. Ich weiss nicht, ob du gerne Früchte hast. Ich liebe es ab und zu, in so eine richtig saftige Frucht reinbeissen, gerade wenn es so heiße Temperaturen ist. Von dem können profitieren. Heute Morgen habe ich die ehrlich gesagt ausgepackt und gesehen, nicht ganz so erfrischend, wenn du dann da in diese Ecke reinbissest, wo ziemlich sicher recht komisch wird schmecken, weil er ein bisschen verfault ist. Eine Frucht, die kann begeistern oder eben das Gegenteil auslösen, wenn sie irgendwie nicht so schmackhaft wirkt. Es ist etwas, das unseren Sommer erfrischen kann, und da sind wir mitten in unserer Sommerserie drin, erfrischend, stärkend und ermutigend. Das Thema wollen wir heute anschauen, und wir tauchen in einen Text von Petrus, der uns durch die Predigt begleiten soll. Es sind ein paar Verse, die wir Stück für Stück miteinander anschauen, und ich will euch den gerade vorlesen. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtlos sein. 2. Petrus 1, 3-8. Darum habe ich die Frucht mitgenommen, weil es darum geht, nicht fruchtlos zu sein in unserem Leben. Ich bin ab Pfingsten über den Text einmal gestolpert und habe gemerkt, er hat für mich so eine richtige Fülle an verschiedensten Sachen. Wir können nicht einmal alle Sachen heute gemeinsam anschauen, aber er hat eine Fülle von verschiedenen Sachen drin, wo es gut ist, wenn wir genau anschauen, weil sie uns erfrischen, stärken und ermutigen. Und ganz viele Goldnuggets, wenn wir heute aus dem Text ein bisschen rauspicken und anschauen, was könnte das für unser Leben bedeuten. Zuerst mal, zu welcher Zeit ist der Text vermutlich geschrieben worden, dass wir das auch gerade ein bisschen einordnen können. Und zwar ist der Petrus ziemlich sicher gerade mitten in einem Kampf drin gestanden. In einem Kampf, wo er kurz vor seinem Tod gelegen ist, also kurz wahrscheinlich vor seiner Kreuzigung war und sein Leben eigentlich hingeben musste für seine Nachfolge, wo er Gott nachgefolgt ist. Den Petrus kennen wir als einen Mensch, der ehrlich gesagt manchmal ein ganz grosses Maul hatte. Er konnte vorne stehen und irgendwie rausposaunen, was er alles kann und wie gut das er ist. Und dann aber auch als Mensch, der durchaus nicht ganz so begeistert hat und eben auch so Verleugnungsgeschichten hatte oder Momente, wo er nicht ganz so brilliert hat, auf jeden Fall. Momente, wo er Hochs und Tiefs in seinem Leben hatte. In der Apostelgeschichte lesen wir auch von diesen Hochs und Tiefs, wo er nicht der glorreiche Jünger war, wie man sich das so eben vorstellt manchmal. Momente, wo er zweifelt hat, wo er unsicher geworden ist. Das alles gehört zum Petrus. Und darum finde ich schön den Text, den er da geschrieben hat. Es kommt wahrscheinlich ganz am Ende von seinem Leben, mitten aus seinem Herz daraus raus, was er da uns zusammenfassend mit auf den Weg geben will. Und der erste Punkt, den er da eigentlich gerade erwähnt, ist, dass seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend.
So steht es in der Elbenfelder Bibel. Ich werde immer wieder mal ein bisschen switchen in andere Übersetzungen, weil der Text gut zur Geltung kommt, manchmal auch in anderen Übersetzungen, die nicht ganz so komplex sind. Manchmal ist aber die Elbenfelder Studienbibel einfach die neueste und eben exakteste, die einem auf den Punkt bringt. In der Hoffnung für alle heißt es nämlich, Jesus Christus hat uns in seiner göttlichen Macht alles geschenkt, was wir brauchen, um so zu leben, wie es ihm gefällt. Denn wir haben ihn kennengelernt. Er hat uns durch seine Kraft und Herrlichkeit zu einem neuen Leben berufen. Der Petrus schrieb da davon, dass wir ausgerüstet worden sind mit der Kraft von Gott. Dass Gott uns alles in unser Leben hineingegeben hat, die Kraft von Gott in unser Leben hineingegeben hat und wir ausgerüstet sind mit dieser Kraft von Gott. Und man kann auch einfach sagen, die ist mitten in unserem Leben drin. Kraft im Griechischen bedeutet Dynamis. Das erinnert uns an ein Wort Dynamit, also an eine Kraft, recht explosive Wirkung natürlich, etwas, wo eine Sprengkraft hat, etwas, wo etwas verändert, wenn es zum Zug kommt. Und ich glaube, das ist das, was eigentlich das Wort sagen will. Dort, wo die Kraft von Gott am Werk ist, dort verändert es etwas. Dort, wo der Dynamit, die Dynamis in unser Leben drin hineinkommt, dort verändert es etwas in unserem Leben. Dort gibt es Power, dort gibt es Stärkung, dort gibt es Erfrischung für unser Leben. Und das brauchen wir in unserer Nachfolge. Das brauchen wir als Menschen, die Jesus in unserem Leben haben. Brauchen wir die Kraft, die Ausrüstung von dieser Kraft von Gott. Sie wird uns ganz unterschiedlich beschrieben in der Bibel, ehrlich gesagt. Sie wird manchmal beschrieben im Zusammenhang mit Wunderwirkungen, mit Heiligen, die passieren. Und genau gleich wird sie aber uns wieder beschrieben in unserer ganz natürlichen Nachfolge. Dort, wo du und ich in unserem Alltag drinnen sind, das werden wir uns nachher noch ein bisschen genauer anschauen. Und sie wird uns auch als Kraft mitten in unserem Unglauben, wo wir unsicher sind im Glauben, wo wir Zweifel haben, wie es eben der Petrus auch hat beschrieben. Sie wird uns als Kraft beschrieben, die uns hilft in der Verkündigung, wo wir Menschen von Gott erzählen wollen. Dort ist die Kraft. Also überall eigentlich, könnte man sagen, in unserem Leben, wo wir eben als Nachfolger unterwegs sind. Wir brauchen die Kraft von Gott. Wir brauchen den Moment von dieser Kraftwirkung von Gott. Und ganz egal, wie stark dass wir die gerade spüren oder erleben oder ob sie einfach da ist und wir sie dürfen wahrnehmen oder bewusst werden, dass wir dürfen ausgerüstet sein mit dieser Kraft, das spielt gar nicht so eine Rolle. Entscheidend ist, dass wir uns dem immer wieder neu bewusst werden. Und ich glaube, dazu ist doch die Sommerzeit eine geniale Zeit. Vielleicht ist es bei dir im Gottesdienst da, wo du die Kraft von Gott nochmal ganz neu erlebst. Wo du kannst da im Gottesdienst erleben, wie die Kraft dich erfüllt. Im Worship oder im Gebet oder wo auch immer. Aber vielleicht ist es auch einfach in deiner Reflexionszeit, in deinem Moment, in deinen Ferien, wo deine Stunde dir rausnehmen kannst und dir kannst bewusst sein, dass Gottes Gegenwart, die Kraft in dir am Wirken ist. Wir werden immer bei diesen Abschnitten uns ganz kurz Zeit lassen und uns ein paar Fragen überlegen. Was rauskommt aus dem ersten Text ist, wir brauchen die Kraft in unserem Leben. Wenn wir Frucht bringen wollen, dann brauchen wir die Kraft von Gott. Wir haben ein fruchtloses Leben, könnte man sagen, wenn wir die Kraft von Gott in unserem Leben nicht haben. Darum die ersten paar Fragen. Wo in deinem Leben brauchst du vielleicht die lebensspendende Kraft von Gott nochmal ganz neu in deinem Leben? Und die zweite Frage, wo in deinem Leben hast du vielleicht dich auf deine eigene Kraft verlassen und Gottes Kraft auf die Seite geschoben und das Gefühl, du schaffst das alleine? Es hat ein paar Beispiele, wo das könnte sein. Wir nehmen uns ganz kurz Zeit, um uns Gedanken zu machen.
Der Bibeltext geht weiter und es heißt, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Wir sind mit dieser Kraft ausgerüstet und dann heißt es so schön, dass wir Teilhaber von dieser göttlichen Natur sind. Was heißt das? Wir sind Teilhabende an dem Reich von Gott. Wir sind beschenkt worden mit ganz vielen Verheißungen, wo Gott uns in unser Leben hineingegeben hat. Wir sind Teilhaber, wir sind Kind von Gott. Und als Kind kannst du immer auf das schauen, was du nicht hast, oder du kannst auf das schauen, was du hast. Und mir wird das immer wieder bewusst, wenn ich den Bibeltext anschaue, dass ich allzu oft darauf schaue, auf die Sachen, die mir verheißen sind und ich eben im Moment gerade nicht sehe, anstatt dass ich auf das schaue, wo ich schon längstens Teilhaber bin und einen Teil von dem in meinem Leben tatsächlich schon sehe. Die Versprechungen, die ich tatsächlich in meinem Leben schon sehe, wie Gott in meinem Leben schon am Wirken ist, was sich in meinem Leben schon tatsächlich verändert, weil ich ein Kind von Gott bin, weil ich teilhabe an dieser neuen Kultur, an dieser himmlischen Kultur von dem Gott. Mein Status als Kind hat sich bereits da verändert und wird sich nicht als Verheißung irgendwann verändern, sondern ich bin in dieser Family bereits jetzt verändert. Und ich darf das Evangelium zum Beispiel in meinem Leben immer wieder merken, wie sie Auswirkung hat in mein Leben. Wie ich zum Beispiel als Family-Mitglied nicht krampfhaft muss versuchen, dem Vater zu genügen, sondern darf wissen, dass er mich angenommen hat und mich liebt, ohne zu leisten. Das verändert mich total in meinem Alltag, in jedem einzelnen Moment von meinem Leben, wenn ich verstehe, dass ich nicht aus einem Leistungsgedanken etwas machen muss, nicht irgendetwas beweisen muss. Das verändert mein persönliches Leben, aber auch den Umgang mit meinen Mitmenschen. Wie ich auf die Erwartungen von diesen Menschen um mich herum reagiere, verändert sich alles, wenn ich mir bewusst werde, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist und dass ich nichts leisten muss in meinem Leben. Das erfrischt, ehrlich gesagt, meinen Tag. Täglich, immer wieder, wenn ich mir dem bewusst werde, dass ich Teilhaber bin als Kind von Gott. Wie sieht das in deinem Leben aus? Wo bist du dir dieser Teilhabe noch bewusst? Und die zweite Frage ganz konkret aus dem Gedanken von vorher: Kannst du mit dieser Spannung gesund umgehen, ohne in einen Leistungsglauben zu verfallen? Als Kind können wir einfach Kind sein, ohne in eine Leistung drin zu verfallen. Ich weiss nicht, wie euer Zeugnis früher ausgesehen hat. Die einen müssen jetzt ganz lang studieren. Ich weiss noch, bei mir hat es eine Fleissnote gegeben. Und ehrlich gesagt habe ich die immer ein bisschen blöd gefunden. Weil irgendwie hat es mich gedacht, die Fleissnote, bei denen ist immer bei allen gut beschrieben worden. Und ich habe sie so nutzlos gefunden und gedacht, für was braucht es so eine Fleissnote überhaupt? Das ist doch bei allen immer gut. Spannend, und da wird es ein bisschen heikel in dem Text, greift nämlich der Petrus da den Fleiss auf und sagt, eben deshalb, also weil wir jetzt all das gehört haben, eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf. Da schellt vielleicht beim einen oder anderen die Alarmglocke und denkt so, oh, das müssen wir jetzt gleich wieder leisten und machen und tun, oder? Aber es geht noch weiter. Dort drinnen heisst es, oder eben in der NGÜ übersetzt, darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt
und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis und zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit und zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott, zur Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Ganz eine lange Liste, ehrlich gesagt, von Sachen, die wir als Christen auch machen und tun und vollbringen und eben sollten schaffen, oder? Der Petrus wechselt da plötzlich die Tonart von dem, was uns einfach gegeben worden ist, hin zu dem, was er irgendwie an uns erwartet tut. Fleissig sollen wir sein. Wir sollen unser Leben verändern, die Charaktereigenschaften in den Fokus nehmen. Und ich finde, er eröffnet da eigentlich eine wunderbare Spannung innerhalb von diesen paar Versen. Spannungen, die wir gerade Anfangsjahr auch immer wieder betont haben, dass die eben auftauchen in der Bibel. Zuerst sagt der Petrus, uns ist alles geschenkt und uns ist die göttliche Kraft geschenkt worden. Und nachher wechselt er rüber und sagt, und jetzt sind fleissig und machen und tun. Und er bringt das in einem Text so zusammen und sagt einfach, sind fleissig und eifrig, wachsen im Glauben. Wir reden dann auch von Heiligung oder von Nachfolge. Der Petrus bringt das da einfach so ganz natürlich zusammen. Und das finde ich wunderschön an diesem Bibeltext. Weil er sagt eigentlich, nebst diesen Kraftwirkungen, wo man etwas Übernatürliches erleben könnte, vielleicht in deinem einzelnen Alltag du etwas erlebst, passiert ein ganz natürlicher Prozess dann an unserem Charakter. Das ist nicht Übernatürliches, aber eben genauso natürlich. Es ist etwas, wo man nicht einfach darauf warten könnte und plump hat Gott unseren Charakter verändert und ich bin plötzlich geduldig geworden oder plötzlich bin ich selbstbeherrscht oder plötzlich sind die Sachen, die ich mir seit Jahren wünsche, plötzlich erledigt, weil die göttliche Kraft vom Himmel oben runterzufliegen kommt. Sondern er bringt das zusammen und sagt, hey, als Abenteurer im Glauben, als Nachfolger im Glauben ist völlig natürlich, dass die Kraft von Gott dort drinnen uns ausrüsten und begleiten. Sie brauchen wir. Wir können nicht ohne die Kraft von Gott uns verändern. Genauso wie er es endlich, wie der Paulus das beschreibt im Galater 5,22. Dort, wo wir endlich in der Verbindung mit dem Vater im Himmel sind. Dort, wo wir aus dieser Kraft heraus leben können, dort entsteht die Frucht, wie sie eben im Galater 5,22 unter Frucht vom Geist beschrieben wird. Ausdauer im Glauben, Liebe zum Nächsten, Selbstbeherrschung und. Eine ganze Liste. Und ich glaube, der Petrus wie der Paulus haben eigentlich nie damit gemeint, dass wir nachher abhökeln dort, wo wir es schon geschafft haben. Sondern er hat gesagt, hey, schau, das ist euer lebenslanger Job, da dran zu bleiben. Weil die Menschen um euch herum werden von euch profitieren. Es geht nicht um eine Disziplinsache in dem Moment, dass wir möglichst viel leisten tun, sondern aus dieser Verbundenheit mit Gott, aus dieser Verbundenheit mit dieser Kraft können wir am Schluss an unserem Charakter reifen. Da die zwei Fragen, wo bist du träge geworden in der Nachfolge? Weil dein Leben schon ganz viel zu bieten hat oder vielleicht von dir einfach abverlangt. Reift dein Charakter gesund oder gibt es blinde oder vielleicht sogar bekannte Flecken, wo du wüsstest, da müsstest du vielleicht einmal Fleiss aufwenden. Und dann kommt der Petrus in den letzten Teil. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Oder wie sie der Elberfelder
Übersetzung heißt, denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtlos sein. Der Petrus sagt ganz klar, dass eigentlich dort, wo wir in dieser Verbundenheit mit dieser Kraft von Gott, als Teilhaber von dem Reich von Gott, als Kind von Gott unterwegs sind und eben dort reifen tun, stetig vorwärts kommen, fleissig sind und nicht träge werden, dort werden wir Frucht sehen in unserem Leben. Dort werden wir Frucht sehen. Und das Schöne an der Frucht ist eigentlich, sie tut ja stärken und erfrischen. Und was ich immer wieder erlebe, ist gerade dort, wo du eben Frucht kannst bringen, auch für deine Mitmenschen. Weil speziell ist ja, die Nächstenliebe ist ja jetzt nicht etwas, wo dir dann mega viel gibt, oder? Aber dort, wo du Nächstenliebe zum Beispiel ausleben tust, dort erfrischt sie andere Menschen um dich herum. Und dort zu sehen, wo andere Menschen um dich herum zum Blühen kommen, dort eine Frucht zu sehen, das erfrischt dein eigenes Leben auch wieder mega stark. Wo zeigt sich Frucht in deinem Leben? Das ist eine herausfordernde Frage, wenn wir ganz ehrlich hinschauen. Und die zweite ist noch ein bisschen heikler, ehrlich gesagt. Wo siehst du womöglich keine Frucht, weil du ein ganz geistliches Leben zwar führst, schön brav deine Christenhausaufgaben machst, aber dein Charakter keine göttlichen Spuren aufzeigt. Wir können von außen schön brav im Gottesdienst, Bibel lesen und so weiter, alles, was ein guter Christ macht, tun, aber unseren Charakter gleich nicht verändern lassen. Das geht. Aber es entsteht eine ganz faule Frucht daraus. Das ist nicht so schmackhaft für die Mitmenschen um dich herum. Erfrischt, gestärkt und ermutigt. Ich habe angefangen mit der Kraft von Gott. Und ich will dort weitermachen. Die Kraft von Gott, die du kannst erleben in diesem Sommer. Die Kraft von Gott, die in diesem Worship, im Gebet, wo auch immer, dass sie dir begegnen kann. In der Reflexionszeit, wie auch immer. Wir brauchen sie, um erfrischt werden. Bei mir war es früher immer so der Spaziergang in der Natur. Im Moment komme ich nicht so dazu, um spazieren. Im Moment ist es da, im Gottesdienst, Worship machen, wo mich so erfrischt und stärkt, wo mir die Kraft von Gott im Alltag wieder gibt. Es ist unsere Aufgabe, immer wieder den Moment auch zu suchen, uns danach ausstrecken, damit wir gestärkt und erfrischt werden. Vielleicht auch im Wort Gottes, vielleicht in deiner Art, wie du Gott erlebst und die Kraft nochmal neu entdecken tust. Vielleicht ist es aber auch einfach, dass du die Kraft von Gott nochmal ganz neu entdecken kannst, weil du Frucht bringst in deinem Leben. Weil du in deinem Charakter nochmal reifen tust und andere Menschen tatsächlich die Frucht entdecken in deinem Leben. Weil Nächstenliebe, weil Geduld auf deiner Flagge steht, wie man dich kennenlernt, im Arbeitskontext, in der Familie, wo auch immer das du bist. Und das alles in diesem Spannungsfeld drin, wo wir uns immer wieder bewusst sind, dass es nicht darum geht, jetzt etwas zu leisten, sondern aus dieser Kraft von Gott daraus können begeistert immer wieder an unserem Leben arbeiten. Ich finde es begeisternd, wie der Petrus das zusammenbringt und er führt uns eigentlich in ein Spannungsfeld hinein, das uns mündig macht, wo uns eigentlich herausfordert, uns selber immer wieder zu überlegen, wie sieht das in meinem Leben aus. Nicht, dass andere Menschen sagen müssen, wie das in meinem Leben vielleicht der Charakter gerade ein bisschen reifen sollte,
Da hätten sicher auch viele Vorschläge und viele Möglichkeiten. Sondern dass ich mein Leben in Angriff nehme und mündig entscheide, wo das in meinem Leben vielleicht meine Fortschritte im Moment gerade dran sind. Ich wollte nochmal anschliessen an dem, was ich vorher gesagt habe. In meinem Leben muss ich sagen, die erfrischendsten Momente vom Leben sind eigentlich die, wo ich die Frucht sehe in meinem Leben. Und das ist meistens nicht bei mir direkt im eigenen Leben, sondern dort, wo ich sehe, dass andere Menschen zum Blühen kommen. Dass andere Menschen irgendwie ein Stückchen weit von dieser Frucht profitieren können. Ich hocke ganz oft am Schreibtisch und habe das Gefühl, all das, was ich mache, bringt keine Frucht. Die Momente kenne ich auch. Aber es gibt die Momente, wo ich sehe, dass einzelne Menschenleben zum Blühen kommen, um mich herum, dass Menschen von mir profitieren. Und ich glaube, das ist der Auftrag, den der Petrus da uns auch immer wieder mit auf den Weg geben will. Lebt euer Leben nicht einfach für euch, sondern bringt Frucht für andere Menschen. Bringt Frucht für die Menschen um euch herum. Und ihr werdet die Erfrischung in eurem Alltag immer wieder neu erleben. Ich habe ein paar Fragen für deinen Sommerabend aufgeschrieben, wo du abfütteln und mit heimnehmen oder nachher in die Zeit vom Worship auch mitnehmen kannst. Wir haben es vorher eigentlich schon alle einzeln durchgegangen. Nimm die mit. Es sind nicht einfach Sachen, die du schnell abhaken kannst, sondern Sachen, die du vielleicht in deinen Sommerferien oder in einem ruhigen Moment mal anschauen kannst. Genauso wollte ich dich einladen, heute, jetzt im Gottesdienst, im Worship, auf die Kraft von Gott zu antworten, einzugehen. Vielleicht im Worship, dich auszustrecken danach. Vielleicht da ins Gebet gehen oder einfach über das Online-Gebet dich zuschalten via Textnachricht. Vielleicht ist es genau so, wie Gott dir heute die Kraft von Gott zeigen will. Oder im Abendmahl da kann es genau so möglich sein, dass Gott dir nochmal etwas aufzeigen in deinem Leben. Ich will mit einem Gebet schliessen. Vater im Himmel, ich danke dir, wie der Petrus so schön gesagt hat, uns ist alle Kraft gegeben für unser Leben. Und du siehst heute die Menschen, die diese Kraft, die Erfrischung, die Stärkung unbedingt brauchen in ihrem Leben. Die vielleicht eher im Tief von ihrem Leben stehen, wie das gerade ein höher leben. Schenk du ihnen diese Kraft. Du siehst aber auch alle, die in ihrem Leben sehr viel beschäftigt unterwegs sind und die Kraft vielleicht gar nicht mehr das Gefühl haben, zum Brauchen. Ich bitte dich, dass du uns dort auch überführst. Dass wir nicht aus uns selber Christ sein müssen, sondern dass wir als Nachfolgende immer wieder in dieser Verbundenheit, in dieser Kraft von dir angedockt sein, damit wir Frucht bringen können, die tatsächlich Leben verändert.